Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Roten Funken, vor allen Dingen aber Lee Funke. Herzlich willkommen zu unserem Filmbericht über das Zukunftskonzept Üleports. Wir erzählen, wie es weitergehen soll. Herzlich willkommen. Üleports ist für uns Funken nicht irgendein Gebäude oder Vereinsheim, nein, sie ist unser Wohnzimmer. Wir vom Senat unterstützen das ganze Projekt in ideeller und finanzieller Weise, in der Hinsicht auch, dass die Üleports in Zukunft barrierefrei sein wird. Der zu errichtende Entlastungsbau dient ja hauptsächlich dazu, Funktionen aufzunehmen, die nicht notwendig in den Üleports untergebracht werden müssen oder für die hier zu wenig Platz ist. Zusammen mit separaten Fluchtwegen für die obere und untere Wachstube kann man dann auch über ein neues Nutzungskonzept für die Üleports nachdenken. So kann ich mir in der unteren Küche zum Beispiel einen gemütlichen Schankraum vorstellen und auch die behutsame Öffnung der Üleports für private Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen. Wir haben hier ein ganz einzigartiges Gebäude für 700 Jahre Stadtgeschichte. Wir haben ganz spannende Ausstellungsobjekte systematisch gesammelt und wir haben diese Objekte gründlich erforscht. Wir haben damit eine große Chance, Kindern, Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern, aber auch einer großen Öffentlichkeit insgesamt unterhaltsame Geschichten wie auch ernste Themen der Stadtgeschichte hier in der Üleports in einer Ausstellung zu präsentieren. Seit Anfang des Jahrtausends beschäftigen wir uns mit der Ulrichforst. Es wurden erstmalig Pläne gemacht von diesem altehrwürdigen Gemäuer. Berater geholt wie der Landschaftsverband Rheinland, aber auch die Stadtverwaltung meldete sich, denn von der Versammlungsstättenverordnung waren die Fluchtmöglichkeiten und der Brandschutz nicht mehr gegeben. Von daher gab es also eine Menge Zwänge, die uns zu der Überlegung geführt haben, an der Ulrichforste muss sich etwas verändern, und zwar umgehend. Hier auf dem Dach der Caponiere, hier zwischen den beiden Halbwehrtürmen, sehr schön deutlich, wo die ehemalige Ulrepforte war, nämlich an dieser Stelle, wo sich heute die Toiletten befinden, die wir zurückbauen möchten und in den Entlastungsbau verlegen, um die Zeitschichten wieder deutlich zu machen. Zu den Zeitschichten gehört natürlich auch der zweigeschossige Bau der Caponiere. Wir stehen an der Stelle, an der der Entlastungsbau errichtet wird. Durch das Ausheben der Baugrube wird die Zweigeschossigkeit der Caponiere wieder sichtbar, eine Zeitschicht, die dann auch im weiteren Ausbau durch einen Lichthof weiterhin sichtbar bleiben wird. Getreu dem Motto unserer Altvorderen
Der Krieg ist am eng, uns Gölle gegen Drupp, Funk, Speu in die Hänge und Bau wieder up, haben wir, die neue Generation, jetzt die Aufgabe, die Üleports weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. Dafür brauchen wir Ihre und eure Unterstützung. Sidde so Jod und Dotat.